Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Ты уже оплатил счет? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Ты уже записался на прием к врачу? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Ты уже забронировал столик? Hast du schon einen Tisch reserviert? Hast du schon einen Tisch reserviert? Ты уже сделал домашнее задание? Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Ты уже принял таблетки? Hast du schon die Tabletten eingenommen? Hast du schon die Tabletten eingenommen? Ты уже показал бабушке фотографию? Hast du Oma schon das Foto gezeigt? Hast du Oma schon das Foto gezeigt? Ты уже рассказал историю Отто? Hast du Otto schon die Geschichte erzählt? Hast du Otto schon die Geschichte erzählt? Ты уже подарил своей матери сумочку? Hast du deiner Mutter schon die Handtasche geschenkt? Hast du deiner Mutter schon die Handtasche geschenkt? Я не могу ее найти. Ich kann sie nicht finden. Ich kann sie nicht finden. Мне срочно нужно назначить с ней встречу. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Телевизор в моей комнате не работает. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Der Fernseher
In meinem Zimmer funktioniert nicht. Я хотел бы 2 билета на новый фильм о Джеймсе Бонде. И здесь мы будем использовать самую вежливую форму в немецком языке. Это конъюнктив, когда мы выражаем свои желания. То мы используем глагол haben в форме hätte. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. У меня с ней встреча в 13:30. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ваш офис на 10-м этаже, комната 582. Вы можете использовать лифт или подняться по лестнице. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. До 10-го этажа я лучше поднимусь на лифте. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Простите, сколько здесь стоят эти груши? Entschuldigung, was kosten diese Birnen hier? Entschuldigung, was kosten diese Birnen hier? Почему они такие дорогие? Warum sind die so teuer? Warum sind die so teuer? Очень часто немцы используют вместо местоимения артикль, который относится к тому или другому существительному. В данном случае у нас груши, их много, это множественное число с артиклем die, поэтому и в этом вопросе у нас артикль множественного числа. Простите, как мне пройти в аптеку? Entschuldigung, wie komme ich zur Apotheke? Entschuldigung, wie komme ich zur Apotheke? В первой половине дня погода солнечная, температура 24 градуса. Am Vormittag ist das Wetter sonnig. Die Temperatur liegt bei 24 Grad. Am Vormittag ist das Wetter sonnig.
Die Temperatur liegt bei 24 Grad. В плохую погоду мы не хотим идти в лес. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. У меня есть юбка из черного шелка. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Он ест с большим аппетитом. Er isst mit großem Appetit. Er isst mit großem Appetit. После долгого ожидания он уходит. Nach langem Warten geht er weg. Nach langem Warten geht er weg. Она читает эту книгу с большим интересом. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. На столе стоит кувшин с холодной водой. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. На десерт мы покупаем свежие фрукты. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. От ангины помогает горячее молоко. Gegen Angina hilft heiße Milch. Gegen Angina hilft heiße Milch. Ты получишь булочки с прекрасной колбасой и мягким сыром. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. От простуды помогает горячий чай со свежим лимоном. Gegen Erkältung
hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Утром я умываюсь холодной водой. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Дословно будет не утром, а по утрам. Morgens, каждое утро, morgens, по утрам. Будет ли сегодня крепкий кофе? Gibt es heute starken Kaffee? Gibt es heute starken Kaffee? Ребенок спит на свежем воздухе. Das Kind schläft an frischer Luft. Das Kind schläft an frischer Luft. В сильный дождь я не иду гулять. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. В хорошую погоду мы хотим пойти в поход. Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. Я люблю есть свежие фрукты. Ich esse gern frisches Obst. Ich esse gern frisches Obst. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen.
Мартин не смог прийти вчера вечером, и ему нужно было убрать свою квартиру. Martin konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seine Wohnung sauber machen. То есть здесь убрать квартиру, дословно сделать чистой квартиру. Керстин не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось навещать брата в больнице. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Биргит не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось отвезти свою машину в мастерскую. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Пауль не смог прийти вчера вечером, ему еще нужно было написать 5 электронных писем. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Петр не смог прийти вчера вечером, ему нужно было починить свой компьютер. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Макс не смог приехать вчера вечером. Ему пришлось лететь в Рим на деловую поездку, на деловую встречу, простите. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Петра не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было посещать курсы китайского языка. Petra konnte gestern Abend nicht kommen.
Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Хайнер не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было делать домашнее задание по немецкому языку. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Клаудия не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было работать над докладом. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Здесь обратите внимание, глагол arbeiten имеет управление с предлогом an, работать над чем-либо, над текстом, над докладом, над презентацией. И после этого предлога у нас идет существительное в дательном падеже. Марианна не смогла прийти вчера вечером. Ей пришлось пойти поужинать с коллегами. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Франц не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было подготовить презентацию. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Он работал финансовым консультантом в банке. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Он назначил много встреч. Er hat viele Termine vereinbart. Er hat viele Termine vereinbart. Он вел разговоры в банке. То есть, если человек работает консультантом, то он ведет разговоры с клиентами. In der Bank hat er Gespräche geführt. In der Bank hat er Gespräche geführt. Он писал ежедневно 50 электронных писем.
Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. На выходных он играл в гольф. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Пятого мая 2019 года Карл выиграл турнир. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. В июле он купил красный кабриолет. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Летом он поехал в Испанию на кабриолете. Im Sommer ist er mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. Im Sommer ist er mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. В Испании он пил много вина. In Spanien hat er viel Wein getrunken. In Spanien hat er viel Wein getrunken. Карл посетил Музей современного искусства в Мадриде. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Там он встретил Антонию. Dort hat er Antonia getroffen. Dort hat er Antonia getroffen. В январе он женился на своей испанской подруге. Im Januar hat er seine spanische Freundin geheiratet. Im Januar hat er seine spanische Freundin geheiratet. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt?
Hast du den Termin schon abgesagt? Ты уже оплатил счет? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Ты уже записался на прием к врачу? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Ты уже забронировал столик? Hast du schon einen Tisch reserviert? Hast du schon einen Tisch reserviert? Мне срочно нужно назначить с ней встречу. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Телевизор в моей комнате не работает. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Я хотел бы 2 билета на новый фильм о Джеймсе Бонде. И здесь мы будем использовать самую вежливую форму в немецком языке. Это конъюнктив, когда мы выражаем свои желания. То мы используем глагол haben в форме hätte. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. У меня с ней встреча в 13:30. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ваш офис на 10-м этаже, комната 582. Вы можете использовать лифт или подняться по лестнице. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. До 10-го этажа я лучше поднимусь на лифте. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl.
командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise. В командировку. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. За письменным столом. Am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Во время встречи. Bei einem Termin. Bei einem Termin. Со встречи. Von einem Termin. Von einem Termin. Навстречу. Zu einem Termin. Zu einem Termin. На ярмарке. Auf der Messe. Auf der Messe. С ярмарки. Von der Messe. Von der Messe. На ярмарку. Auf die Messe. Auf die Messe. На конференции. In der Konferenz. In der Konferenz. С конференции. Von einer Konferenz. Von einer Konferenz. На конференцию. Auf eine Konferenz. Auf eine Konferenz. У клиентов. Bei den Kunden. Bei den Kunden. От клиентов. Von den Kunden. Von den Kunden. Клиентам. Zu den Kunden. Zu den Kunden. У клиента. Beim Kunden. Beim Kunden. От клиента. Vom Kunden. Vom Kunden. Клиенту. Zum Kunden. Zum Kunden. У начальника. Beim Chef. Beim Chef. От начальника. Vom Chef. Vom Chef. К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Из ведомства. Два предлога. Vom Amt. Aus dem Amt. Vom Amt. Aus dem Amt. Ведомство. Zum Amt. Zum Amt.
Я хотел бы 200 грамм обезжиренного сыра. Ich hätte gerne 200 Gramm fettarmen Käse. В зоопарке у них 34 разных вида птиц. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Мне не нравится его стиль. Seine Art gefällt mir nicht. Seine Art gefällt mir nicht. На празднике. Auf einem Fest. Auf einem Fest. С праздника. Vom Fest. Vom Fest. На праздник. Zu einem Fest. Или к празднику поздравления. Zu einem Fest. Zu einem Fest. На границе. An der Grenze. An der Grenze. С границы или от границы. Von der Grenze. Von der Grenze. Границы. An die Grenze. An die Grenze. В аэропорту. Auf dem Flughafen. Auf dem Flughafen. С аэропорта. Vom Flughafen. Vom Flughafen. В аэропорт. Auf den Flughafen. Auf den Flughafen. Auf den Flughafen. На берегу. Am Ufer. Am Ufer. С берега. Vom Ufer. Vom Ufer. Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß.
Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Для моих родителей. Für meine Eltern. Für meine Eltern. У окна стоит стол. На нем лежит письмо. Am Fenster steht ein Tisch. Darauf liegt ein Brief. Am Fenster steht ein Tisch. Darauf liegt ein Brief. Это твоя дочь. А кто стоит рядом с ней? Das ist deine Tochter. Und wer steht neben ihr? Das ist deine Tochter. Und wer steht neben ihr? Мы сидим в третьем ряду, а они сидят перед нами. Wir sitzen in der dritten Reihe und sie sitzen vor uns. Wir sitzen in der dritten Reihe und sie sitzen vor uns. Это наш автобус. На нем мы поедем на вокзал. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Это мой брат, а это моя сестра. А кто на фотографии между ними? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Я не хочу об этом говорить.
Ich will darüber nicht sprechen. Ich will darüber nicht sprechen. Где чемодан? В нем все мои вещи. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Это мой шкаф. Я возьму сейчас из него белье. Das ist mein Schrank. Ich nehme jetzt daraus die Wäsche. Das ist mein Schrank. Ich nehme jetzt daraus die Wäsche. Телефон не такой уж устарелый. Это современный телефон. Das Telefon ist nicht unmodern. Es ist ein modernes Telefon. Das Telefon ist nicht unmodern. Es ist ein modernes Telefon. Очки не уродливые, это красивые очки. Die Brille ist nicht hässlich. Es ist eine schöne Brille. Die Brille ist nicht hässlich. Es ist eine schöne Brille. Стул неудобен. Это неудобный стул. Der Stuhl ist nicht bequem. Es ist ein unbequemer Stuhl. Der Stuhl ist nicht bequem. Es ist ein unbequemer Stuhl. Мышь недорогая. Это дешевая мышь. Die Maus ist nicht teuer. Es ist eine billige Maus. Die Maus ist nicht teuer. Es ist eine billige Maus. Копировальный аппарат не новый. Это старый копировальный аппарат. Der Kopierer ist nicht neu. Es ist ein alter Kopierer. Der Kopierer ist nicht neu. Es ist ein alter Kopierer. Это мой сотрудник. Наш начальник сидит рядом с ним. Das ist mein Mitarbeiter. Neben ihm sitzt unser Chef. Das ist mein Mitarbeiter. Neben ihm sitzt unser Chef. Редактор читает мою статью. Он доволен ею. Der Redakteur liest meinen Artikel. Er ist damit zufrieden. Der Redakteur liest meinen Artikel. Er ist damit zufrieden.
Почему госпожа Вальтер всегда опаздывает? Все ждут ее. Warum verspätet sich Frau Walter immer? Alle warten auf sie. Warum verspätet sich Frau Walter immer? Alle warten auf sie. Он обещал написать нам письмо. Все ждут этого. Или все ждут его письмо. Hat versprochen, uns einen Brief zu schreiben. Alle warten darauf. Hat versprochen, uns einen Brief zu schreiben. Alle warten darauf. Ты интересуешься политикой? Нет, этим я не интересуюсь. Interessierst du dich für Politik? Nein, ich interessiere mich nicht dafür. Interessierst du dich für Politik? Nein, ich interessiere mich nicht dafür. Он снова просит у тебя денег. Да, он снова просит меня об этом. Bittet dich wieder ums Geld? Ja, bittet mich wieder darum. Bittet dich wieder ums Geld? Ja, bittet mich wieder darum. Письмо лежит на твоем столе уже месяц. Почему ты на него не отвечаешь? Der Brief liegt auf deinem Tisch schon seit einem Monat. Warum antwortest du darauf nicht? Der Brief liegt auf deinem Tisch schon seit einem Monat. Warum antwortest du darauf nicht? Der Brief liegt auf deinem Tisch schon seit einem Monat. Warum antwortest du darauf nicht? Климат здесь очень влажный и жаркий, мне нужно к этому привыкнуть. Das Klima hier ist sehr feucht und heiß. Ich muss mich daran gewöhnen. Das Klima hier ist sehr feucht und heiß. Ich muss mich daran gewöhnen. С двумя чемоданами. Mit zwei Koffern. Mit zwei Koffern. Из шкафа. Aus dem Schrank. Aus dem Schrank. Для наших партнеров. Für unsere Partner. Für unsere Partner. На свадьбу. Zur Hochzeit. Zur Hochzeit. И мы видим, что здесь у нас предлог zu слился с артиклем der,
дательный падеж zu der Hochzeit. После уроков. Nach dem Unterricht. Nach dem Unterricht. Без этих документов. Ohne diese Dokumente. Ohne diese Dokumente. Под Берлином. Например, жить под Берлином, то есть недалеко. Bei Berlin. Bei Berlin. Вокруг стола. Den Tisch. Den Tisch. Ножом. Резать что-нибудь. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Кроме этого здания. Außer dieser Ausgabe. Außer dieser Ausgabe. Во время завтрака. Beim Frühstück. Beim Frühstück. Из офиса. Aus dem Büro. Aus dem Büro. В Гамбург или в любой другой город. Nach Hamburg. Nach Hamburg. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. Вокруг нашего дома. Unser Haus. Unser Haus. Через улицу. Durch die Straße. Durch die Straße. Еще можно сказать, вернее, еще можно перевести по улице. Иду по улице. Durch die Straße. С мая. Seit Mai. Seit Mai. После нашего разговора. Nach unserem Gespräch. Nach unserem Gespräch. Из всех книг. Aus allen Büchern. Aus allen Büchern. Кроме этих упражнений. Außer diesen Übungen. Außer diesen Übungen. Без твоей помощи. Ohne deine Hilfe. Ohne deine Hilfe. Против моего друга. Gegen meinen Freund.
Gegen meinen Freund. Напротив нашей школы. Unserer Schule gegenüber. Unserer Schule gegenüber. После каникул. Nach den Ferien. Nach den Ferien. Со шкафа. Взять что-либо со шкафа. Vom Schrank. Vom Schrank. То есть здесь мы видим слияние предлога с артиклем дательного падежа. Von dem Schrank. Vom Schrank. У ее тети. Bei ihrer Tante. Bei ihrer Tante. Кроме моего отца. Außer meinem Vater. Außer meinem Vater. На вокзал. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Здесь тоже слияние предлога с артиклем дательного падежа. Zu dem Bahnhof. Zum Bahnhof. До 16 часов. Bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr. На метро. Ехать на метро. Mit der U-Bahn. Mit der U-Bahn. Без ботинок, без обуви. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Если у нас предлог ohne, то артикль у существительного не употребляется. За твою помощь. Благодарность, например. Für deine Hilfe. Für deine Hilfe. С остановки. То есть я иду с остановки. Дословно от остановки домой. Von der Haltestelle. Von der Haltestelle. Из этих домов. Aus diesen Häusern. Aus diesen Häusern. Пешком. Zu Fuß. Zu Fuß. Устойчивое словосочетание. Zu Fuß. Пешком. На лекцию. Zur Vorlesung. Zur Vorlesung. Слияние предлога zu с артиклем дательного падежа der. Zu der Vorlesung. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. В окно. Смотреть, например. Durch das Fenster. Durch das Fenster. До завтра. Bis morgen. Bis morgen. Ключом. Например, что-то открыть или закрыть. Mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Когда ты меня навестишь? Wann besuchst du mich? Wann besuchst du mich? Ты его навещала на выходных?
Hast du ihn am Wochenende besucht? Hast du ihn am Wochenende besucht? Кто нас вчера видел? Wer hat uns gestern gesehen? Wer hat uns gestern gesehen? Мой друг вас вчера видел. Mein Freund hat euch gestern gesehen. Mein Freund hat euch gestern gesehen. Я вчера тебя весь день искал. Ich habe dich gestern den ganzen Tag gesucht. Ich habe dich gestern den ganzen Tag gesucht. Я ем хлеб с копченым салом. Ich esse Brot mit geräuchertem Speck. Ich esse Brot mit geräuchertem Speck. Здесь стоит тарелка с холодным жарким. Hier steht ein Teller mit kaltem Braten. Hier steht ein Teller mit kaltem Braten. Здесь стоит тарелка с горячим супом. Hier steht ein Teller mit heißer Suppe. Hier steht ein Teller mit heißer Suppe. Я хочу хлеба с черной икрой. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Я ем хлеб со свежим медом. Ich esse Brot mit frischem Honig. Ich esse Brot mit frischem Honig. Я ем булочки с острым сыром. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse. Вы хотите светлое или темное пиво? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Ты любишь красное или белое вино? Magst du roten oder
weißen Wein? Magst du roten oder weißen Wein? Я бы хотел купить этот свитер из чистой шерсти. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Он зарабатывает хорошие деньги. Er verdient gutes Geld. Er verdient gutes Geld. Две булочки с вареной колбасой, пожалуйста. Bitte 2 Brötchen mit gekochter Wurst. Bitte 2 Brötchen mit gekochter Wurst. Ты пьешь зеленый или черный чай? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? На завтрак я ем теплый хлеб, свежий овощной салат и пью горячее какао со сладкой выпечкой. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Бензин производят из сырой нефти. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Свежий хлеб вреден для здоровья. Frisches Brot ist ungesund. Frisches Brot ist ungesund. Больному человеку необходим свежий воздух. Der Kranke braucht frische Luft. Der Kranke braucht frische Luft. После пробежки всем хочется пить. В русском предложении у нас нет прилагательного, но
В немецком оно будет. Посмотрите эту фразу. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. То есть дословно после бега у всех есть большая жажда. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. В плохую погоду мы не хотим идти в лес. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. У меня есть юбка из черного шелка. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Он ест с большим аппетитом. Er isst mit großem Appetit. Er isst mit großem Appetit. После долгого ожидания он уходит. Nach langem Warten geht er weg. Nach langem Warten geht er weg. Она читает эту книгу с большим интересом. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. На столе стоит кувшин с холодной водой. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. На десерт мы покупаем свежие фрукты. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. От ангины помогает горячее молоко. Gegen Angina hilft heiße Milch. Gegen Angina hilft heiße Milch. Ты получишь булочки с прекрасной колбасой и мягким сыром. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse.
От простуды помогает горячий чай со свежим лимоном. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Утром я умываюсь холодной водой. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Дословно будет не утром, а по утрам. Morgens, каждое утро, morgens, по утрам. Будет ли сегодня крепкий кофе? Gibt es heute starken Kaffee? Gibt es heute starken Kaffee? Ребенок спит на свежем воздухе. Das Kind schläft an frischer Luft. Das Kind schläft an frischer Luft. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Я люблю быть на улице, так у меня снова появляются идеи для проектов. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Я получил очень много лайков. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Что это значит? Was soll das? Was soll das? Они очень активные. Sie sind super aktiv. Sie sind super aktiv. О чем идет речь в тексте? Worum geht es im Text?
Worum geht es im Text? Я хотела бы оставаться на связи с моими друзьями. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ты знаешь фильм «Красные браслеты»? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Действие фильма происходит в Берлине и der Film spielt in Berlin und der Film spielt in Berlin und действие фильма нелогично. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Актеры были просто великолепны. Die Schauspieler waren einfach toll. Die Schauspieler waren einfach toll. Первое место я выиграл. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Жених и невеста носят кольца на пальце. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Когда моя подруга уезжает, то в этом случае я грущу. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Сегодня у меня плохое настроение. Heute habe ich schlechte Laune. Heute habe ich schlechte Laune. Она получила на день рождения открытку. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Как хорошо, вы женитесь. Wie schön, ihr heiratet. Wie schön, ihr heiratet. Ты придешь сегодня?
Без понятия. Kommst du heute? Keine Ahnung. Kommst du heute? Keine Ahnung. Он приходит всегда слишком поздно. Я злюсь на него. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Они приносят с собой что-то поесть. Sie bringen etwas zu essen mit. Sie bringen etwas zu essen mit. Представьте себе, меня пригласили на собеседование. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. То есть дословно у нас получается «у меня собеседование». У нее есть работа наряду с учебой. Sie hat einen Job neben dem Studium. Sie hat einen Job neben dem Studium. Он заявляет о краже в полицию. Meldet einen Diebstahl bei der Polizei. Meldet einen Diebstahl bei der Polizei. С паспортом вы можете пройти через границу. Mit einem Pass dürfte sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen sie über die Grenze. Моя карта заблокирована. Meine Geldkarte ist gesperrt. Meine Geldkarte ist gesperrt. Могу я попросить тебя об услуге? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Твоя виза еще действительна? Ist dein Visum noch gültig? Ist dein Visum noch gültig? Она гуляет по бульварному кольцу в Вене. Sie geht in Wien am Ring spazieren. Sie geht in Wien am Ring spazieren. Вы хотите билет туда и обратно? Нет, только в один конец.
Möchten Sie ein Ticket hin und zurück? Nein, einfach bitte. Möchten Sie ein Ticket hin und zurück? Nein, einfach bitte. Где вы хотите сидеть? У прохода, пожалуйста. Wo möchten Sie sitzen? Am Gang, bitte. Wo möchten Sie sitzen? Am Gang, bitte. Вы хотите билет для второго класса? Möchten Sie ein Ticket für die zweite Klasse? Möchten Sie ein Ticket für die zweite Klasse? Театральная постановка выходит на сцену. Das Theaterstück kommt auf die Bühne. Das Theaterstück kommt auf die Bühne. Что вы выбираете? Wofür entscheiden Sie sich? Wofür entscheiden Sie sich? Она работает на себя и больше не имеет начальника. Sie ist selbstständig und hat keinen Chef mehr. Sie ist selbstständig und hat keinen Chef mehr. Она использовала свой шанс. Sie hat die Chance genutzt. Sie hat die Chance genutzt.